galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Ich habe kaum noch Luft bekommen. So sehr pochte mein Herz. Wir waren in einem Raumschiff gefangen. Lukas, Pluto und ich. Und vor uns stand dieses Wesen. Ein Wesen, das ich erkannte. Diesen Cowboy-Hut hatte ich schon einmal gesehen. Den Regenmantel und die Funktionsjacke auch. Und dieser klebrige grüne Schleim. Es war dieser merkwürdige Typ, der bei uns zu Hause an der Tür geklingelt hatte. Da dachte ich noch, er sei einer von Lukas Freunden aus der Astronomie AG. Hubi! Ach, du bist's. Bin ich froh, dich zu sehen. Also, ich wusste natürlich von Anfang an, dass du das bist. Lukas umarmte das Wesen. Eine schleimige Umarmung. Hubi zog den Cowboy-Hut, seinen Regenmantel und die Funktionsjacke aus. Jetzt sah ich, wie er wirklich aussah. Ein großer grüner Gelee-Klumpen mit traurigen Augen. Guten Tag, Erdenmädchen. Bugger, Bugger. Ich heiße Hupklips, die Boven Rjöxel, die Packkenlilonzis, Aber du kannst mich Hubi nennen, wenn du möchtest. Hi, Hubi. Ich bin Stella. Freunde, das Ende ist nah. Bald werden wir zerbröselt werden. Plattgedrückt wie Pizzateig. Verstampft wie Kartoffelpüree. Zerquetscht wie die zerstückelten Tomaten. Wovon redet er? Stella, das kommt gleich. Das klingt alles so lecker. Bei den Vergleichen kriegt man richtig Hunger. Wie grillierte Würstchen. Wir müssen zuden. Oh ja, erstmal Znonen. Snonen. Was ist Snonen? Hast du noch nie geznocht? Du armes Erdenkind. Hubi glitt langsam davon. Wir folgten ihm durch lange verwinkelte Gänge. Wow! Noch nie zuvor hatte ich so viel Kuchen und Süßigkeiten gesehen wie hier in dieser Znonhalle. Nicht einmal beim 40. Geburtstag meines Vaters. Die Mondmozis sind frisch gebacken. Mit Sternenstaub drauf. Genau, was man braucht, wenn... Ja, alles hoffnungslos und schrecklich ist. Bitte sehr, Erdenmädchen. Ich hoffe, es schmeckt. Vielen Dank. Mondmozis, die gibt's bei uns auf der Arbeit immer in der Pause. Hubi, was arbeitest du eigentlich? Zum ersten Mal sah Hubi ein wenig fröhlicher aus. Oder, naja, weniger traurig zumindest. Ich arbeite beim Amt für Weltraumplanung. Ich reise durch das ganze Universum und schreibe die Smart-Liste. Die Smart-Liste? Was ist das? Die Smart-Liste ist die wichtigste Liste im gesamten Weltall. Eine Liste mit allen Planeten, auf denen intelligentes Leben existiert. Wie cool! Gibt es viele solche Planeten? Sehr viele. Millionen. Milliarden sogar. Warst du deswegen auf der Erde? Wegen der Smart-Liste? Nein. Nein. Die Erde steht nicht auf der Liste. Nicht einmal annähernd. Was? Die Erde steht nicht auf der Smart-Planeten-Liste? Nein. Ich habe lange, intensiv und sorgfältig gesucht. Aber ich habe kein intelligentes Leben auf eurem Planeten gefunden. Also nur eine Handvoll. Aber das ist zu wenig für die Smart-Liste. Ja. Aber was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Wo das ganze Universum sowieso zerstört wird. Zerstört? Das Universum wird zerstört?
Natürlich Erdenmädchen. Wovon redet denn dein Bruder die ganze Zeit? Erdenmädchen, es ist vorbei. Wir alle werden sterben. Bist du noch ein Mondmädchen? Das Universum würde zerstört werden. Alle Sterne und alle Planeten. Mama und Papa. Meine ganze Klasse. Die ganze Handballmannschaft. Die Pizzeria im Zentrum unserer Stadt. Alles würde zerstört werden. Für immer. Mein Highscore bei Space Fighter 5. Und Alex Huber Rodriguez aus der 5a, der so nett und cute ist. Alles würde verschwinden. Und das ausgerechnet an Weihnachten. Gibt es keine Möglichkeit, das Universum noch zu retten? Nein. Nur noch Ex weiß. Mondmutig essen und warten, dass Horgat Malex alles zerstört. Aber wer ist denn dieser Horgat Malex? Er ist die schrecklichste, gefährlichste, grausamste, furchterregendste und böseste Kreatur im ganzen Weltraum. Alle fliehen mittlerweile in ein anderes Universum. Alle. Übrigens, wohin geht ihr eigentlich? Ja, wohin gehen wir eigentlich, Lukas? Wir fliegen zu Horgat Malex. Zu Horgat Malex? Konnte es im ganzen Universum eine größere Schnapsidee geben? Oh ja, das konnte es. Galaktische Weihnachten, der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Alle Folgen gibt's auf srfkids.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.